Hallo Kitty. Hallo. Good morning, wenn man so schön Servus. sagt. Das ist gar nicht morgen, es ist Mittag. Habe ich eigentlich schon dran gekriegt, gell? Ja, Was trinkst du heute Feines? heute trinke ich einen Kaffee. Vielleicht, weil morgen und übermorgen Auftritt ist. Genau, ja, und da gebe ich meiner Leber eine kleine Pause. Genau, und ja, das Wochenende war sehr ergiebig, alkoholtechnisch, muss ich dazu sagen. Ach, herrlich, stimmt, du kannst mir noch. Ach, das wird Ja. super, da werden wir den ganzen Scheiß gar nicht brauchen. Nein, wahrscheinlich nicht. Wenn du vom Waren ja Waldfest erzählst. Waren ja beide unterwegs. Na, wärst du mein Tierfaktor für dich. Giraffen schlafen nur etwa 30 Minuten bis 2 Stunden pro Tag, oft nur in kurzen Nickerchen von wenigen Minuten, Ja. teils sogar im Stehen. Schätzt, das liegt wahrscheinlich daran, dass sie sonst so ein steifes Knack kriegen. Also, Richtig nervig, wenn du dann so verlegst, als Giraffe jetzt halt, und dann wachst du auf und ich glaube, das ist so ein steifes Knacker. Sehr, sehr nervig, weil es ist ja so 80% von dem Körper. ja, schon. Also, ich glaube auch allgemein. Also, das soll jetzt mal ein Chiropraktiker oder allgemeiner Ja. Physio mal anschauen, was bei denen so abgeht. Das würde Ja. mich brutal interessieren. Und wie viel, sage ich mal, haben durch eine Fehlstellung jetzt oder ja, durch eine, sage ich mal, eine falsche Belastung wirklich Rückenprobleme von den Giraffen? Weil ich glaube Ja. auch nicht, dass das leicht wieder los wirst. Ich glaube, wenn so eine Giraffen durch Instagram zappt, kommen auch ganz viele Kissenwerbungen. Mit Ja, so- stimmt, mit so- ja. Mit 8 Zonen, 14 Zonen. Genau, ja. Dass das richtig Kaltschaum liegt. mit Ja, Matratze mit Gedächtnis. schon. Genau, ja. Nicht, dass ich sowas gekriegt habe, aber Nein, Ja. nicht. das und wenn ich auf einschlägige Seiten bin, immer sehr, sehr viel Werbung für diese Penispumpen. Ja, genau, ja. Aber die bringen gar nichts. Aber das Ja. haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt, gell? Ja, nein, wir haben jetzt beim Auto darüber geredet, dass Ach. wir uns alle bestellt haben und Ja, aber keine eine dass Ansatzweise. wir einfach immer nur 2 Sekunden kommen. Ja. Und dann habe ich gesagt, beim Ausbackeln schon und dann hast Ja. du noch was Lustiges Ja. gesagt. Und das ist dann, müsst ihr jetzt vorstellen. Wir sind auch off-cam lustig. Ja, schon. Ja. Ja. Entschuldigung. Nicht rülpsen halt, gell? Nein, heute nicht. Wir haben Haben wir wir, Kritik gekriegt. Wir nehmen eine Kritik wahr. Heute habt ihr Glück, weil jetzt kommt es mir hoch. Scheiße. Ich spüre es nicht einmal jetzt, ich merke es. Aber ich glaube, das wäre, wenn du sagst, du darfst dich nicht kratzen und dann juckt es überall. ja. Darf mir anscheinend oft an meinen Zöpfen nicht kratzen. Ja. Das hat er gerade gejuckt. Ja. Aber wir nehmen eine Kritik wahr und gibt es heute vielleicht eine rülpsfreie Folge, außer ich muss rülpsen. Also, wenn ich rülpsen muss, dann muss ich Ja. einfach rülpsen, weil Ja. ich möchte nicht, dass ich Bauchweh kriege. Rülpsen ist wirklich ein Orgasmus. Stimmt, ja. Dann nennt man den kleinen Tod. Ja. Wochenrückblick. Ja. WM-Finale steht fest. Ich lese das jetzt Wahnsinn. hier 1:1 vor. Hurensohnverein gegen Hurensohnverein steht da. In Klammern Spanien gegen Argentinien. Ja. Wer macht's? Ich sag, ich hoffe Spanien. Weil da kenne ich gar keinen Spieler. Ja. In Argentinien ist schon da, wo der Messi spielt, oder? Ja. Nein, der braucht das nicht, finde ich. Der hat schon genug Ja, haben die Simpsons Trophäen leider gekriegt. nicht recht gehabt. Mexiko haben die gesagt, Ja, gell? Mexiko gegen, ich glaube Mexiko, Portugal haben die gesagt damals. Sehr weit vorbei. Ich weiß nicht einmal, wann Mexiko haben die überhaupt mitgespielt. Ja, ich glaube schon. Aber, Ja, ja, gut. Nein, mir ehrlich gesagt total egal. ja also ich habe mir noch Interesse halber habe ich noch geschaut, ist mir nicht angeschaut, sondern nur, wer die Schweiz gespielt hat. Aber dann, also jetzt ist es komplett Nein, also uninteressant für es mich. ist aber echt faszinierend, weil, Ja, also ich glaube, ihr habt gesagt, WM ist euch relativ egal das Jahr. ich habe mir tatsächlich 2 Spiele angeschaut. Einmal Österreich, Argentinien und einmal Deutschland gegen irgendwas. Ja, Ja, weiß ich nicht das mehr, haben was sie das gewonnen war. oder haben sie verloren. Haben sie gewonnen, glaube ich. Ja, da haben sie gewonnen, weil das, wo sie verloren haben, habe ich einmal letztes Mal gesagt, habe ich Game of Thrones geschaut. Ah ja, stimmt. Ja, nein, weiß nicht. Ich finde irgendwie, taugt es mir nicht, dass es bei den Amis ist. Weiß ich nicht. Fühle ich nicht. Also ich finde es nicht so vom- schlimm wie damals, als es in wo stattgefunden hat. Also ein Katar, nein, Doch, kann sein. Katar, ja. Katar, also irgendwo. Ja, auch wenig. Das ja. habe ich überhaupt nicht gefühlt. Bei Aber den was Amis. uhrzeittechnisch noch besser für uns. Weil jetzt waren ja die Spiele teilweise auch um 3 in der Früh oder so. Ah, okay. Also, das habe ich nicht mehr gekriegt. Aber Ja. die Spiele um 10 Uhr habe ich recht angenehm gefunden, Ja. weil da ist zwar draußen dunkel, nur dass du einen Beamer aufstellen hättest können, wenn Ja. Deutschland weiter ist, Ja, 16. nirgends hingekommen Ja. ist. War. England ist diesmal relativ weit gekommen. Den hätte es irgendwie noch ein bisschen vergund. Ich mag die Engländer. Ich sage es Ja. dir, wie es ist. Ich mag die englische Fußballkultur. Ich mag, dass das alles richtig versoffene Arschlöcher Ja. sind, die alles stehen und liegen lassen würden, dafür, dass einer Verein gewinnt. Ja, Da müssen wir hin. ja laut Finch.
englische Fußballkultur im Arsch. Warum? Ich habe mir letztes Mal, weil mir einer im Chat gesagt hat, nein, der Mike hat gesagt, dass der Finch so unsympathisch gewirkt hat, haben wir in der Mittagspause das Hey Aaron-Video angeschaut. Und es ging ungelogen die ersten 20 Minuten nur um Fußball. Es war so langweilig, dass wir geskippt haben, weil es nur um Fußball ging, um irgendwelche ostdeutschen Vereine. Er war doch eigentlich auf dem Festival, oder? Er hat die zwei größten Konzerte seines Lebens gespielt quasi, oder nicht, also wahrscheinlich nicht Einzelkonzerte, so muss man sagen, weil er hat bei dem Verein, wo ich glaube Union Berlin-Fan ist er, da hat er in einem Stadion gespielt quasi, also daheim in Anführungsstrichen, zweimal hintereinander. Genau, aber es ging viel zu viel um Fußball und es war so langweilig. Ja, die ersten 30, eigentlich nur es war eigentlich insgesamt sehr langweilig. Habe mich jetzt nicht so unsympathisch gefunden, also war jetzt so, wie der Finch halt ist. Ja gut, wenn das der Mike sagt, das zählt ja nicht. Vor allem der Typ, meinst du, dass sich der Mike schon immer selber reden hören hat? Ja, jetzt im Podcast, das hat er auch einen. Ja, aber dann muss er es ja selber checken, oder? Ja, schon, ja. Ja, absolute Empfehlung, ich habe zwar noch keine Folge gehört, aber Bronzosen-Mafia mit Mike. Bronzos-Mafia, Entschuldigung. Mit Mike und seinem, meiner Meinung nach, viel witzigeren Freund, Jack. Ja. Ich habe schon ein bisschen reingehört, wo ich aufs Waldfest gefahren bin. Aber ist ähnlich wie bei uns. Also einfach zwei Typen, die da hocken und Scheiße labern. Okay, nur und halt wesentlich unbekannter sind, oder? Wesentlich unbekannter und das Ganze ist halt auch noch ein bisschen unverbrauchter, aber vielleicht kommt es mir nur so vor, weil es halt die ersten Folgen sind, weil sie ja noch ein bisschen was zum Verzeihen haben. Wir hocken hier da, wir machen das ja nur noch. Ich mache das, ja. Dienst nach Vorschrift ist das für mich. Das ist für mich Dienst nach Vorschrift im Endeffekt. Wer war es auf der Hochzeit? Ich wollte noch kurz zur Bronzhaus-Mafia sagen, dass ich einen Ausschnitt gehört habe und der hat mich recht amüsiert, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob ich auf einer Seite bin oder auf Mike seiner Seite. Er hat darüber geredet, how to, und dann hat er ein Restaurant genannt, ein bayerisches Restaurant. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Münchner Hof. Nein, irgendwas Federer, irgend sowas. Und da ist es darum gegangen, dass einer rausgeschmissen worden ist. Also ein Paar ist rausgeschmissen worden, weil sie scheinbar selber eine Karten genommen haben. Von irgendwo. Und dann hat er gesagt, hat er einer scheinbar ein gutes italienisches Restaurant in der Nähe empfohlen. Ja. Hat gesagt, und jetzt sind sie verschwinden. Okay. Was ist deine Meinung dazu? Man kann man jetzt in zweierlei Hinsicht interpretieren. Die eine ist, dass du der Kellnerin oder dem Kellner vorwirfst, dass er jetzt langsam ist und seinen Job schlecht macht und du deswegen dir selber Karten holen hast müssen. So hat es wahrscheinlich auch den gewirkt, der sie rausgeschmissen hat. War jetzt nicht, was bei denen war. Ich persönlich das jetzt wahrscheinlich nicht machen. Einfach weil es dauert ja meistens nicht so lang. Außerdem steht es ja draußen schon, was es gibt. Kannst du da auch schauen. Aber nicht überall. Nein, aber meistens seid ihr schon draußen. Also ich glaube, ich habe es einmal in meinem Leben gemacht, dass ich halt einfach... Ja. Also das frage halt einfach dann. Aber ich hätte es tatsächlich nicht als so ein Riesending gesehen. Nein, also... und auf jeden Fall nicht raus. Jemand macht, dann... Der Gedanke, ja. Okay, gut. Habt schon was gefunden? War ja echt langsam. Es scheint da alles relativ langsam zum Laufen. Okay, und, also das war eine erste Aussage, war, wenn du da reingehst, dann brauchst du ein bisschen Geduld. Ja. Einfach entspannt hinhocken und warten, bis es halt weitergeht. Ja. Und ich glaube, das ist dann ist einfach darauf ausgelegt, dass man sich auch aufregt. Ja, und der ist wieder hoch, oder? Ja, echt? Poppy? Nein, da. Direkt hier. Fuck, was auf dem Stuhl? Scheiße, Entschuldigung. Nein. Du hast noch richtig aufgescheucht. Nein, ich sehe schon, wenn er hochgeht. Ah, krass. Jetzt hört er schon ein bisschen. Richtig gut. Ja. Er hat es geschrien, nicht ich. Ja, aber ich habe kein Leckerli gegeben. Jetzt checken wir, was der andere Bro hat. Gell? Ja, nachher kriegst du was. Zu deiner Frage. Die Hochzeit war richtig stark. Ja. Geile Location. War Nähe Passau. Richtig, richtig gut aufgezogen, die Hochzeit. Schöne standesamtliche Hochzeit gewesen. Guter Redner. Vor allem die Da warst du da auch schon alle dabei. Da waren wir auch schon alle dabei. Die erste, sage ich mal, der Pflichtteil, den haben sie auch recht schnell und angenehm rumgebracht. Ja. Und dann ist es halt direkt schon auf dem hauseigenen Hof gegangen, ein sehr großer Hof, wo dann auch ein Zelt aufgebaut war. Essen war gut, die Leute waren gut. Ich bin ein wahnsinniges Naturtalent, was Cornhole betrifft. Was? Cornhole ist das hast du selbst schon gesehen. Es stehen sie zwei so Dinger gegenüber, zwei so Bredel, die aufgesetzt sind und da ist ein Loch drin und du schmeißt mit so einem Sandsackerl. Genau. Ja. Und da sind wir dann aufmarschiert, der Stefano,
der Meier Habe ich mir letztes Mal so kurz zum Cornroll. Cornhole Cornhole habe ich mir letztes Mal gleich 5 Minuten TikTok angeschaut, wie es einer restauriert hat. Ah ja. Entschuldigung. Ja. Nein, sind wir hinmarschiert und dann habe ich gesagt, möchtest du es einmal probieren? Und ich gesagt, ja, weil ich in meinem Leben noch nie Cornhole gespielt. Ja. Ja, haben sie uns erst ewig lang die Regeln erklärt, aber es gibt nicht wirklich Regeln, außer du müssen die Trifft Scheiße trifft. Sackel bleibt auf dem Bredel hängen, Ja. 1 Punkt. Sackel ins Loch, 3 Punkte. Ende, geht bis 11. Team gegen Team. Abwechselnd, oder? Ich glaube, abwechselnd haben wir geschmissen, ja. Und wir haben die einfach 4-mal hintereinander sowas von brutal filetiert, dass einer überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat. Also man hat auch gemerkt, die sind ja dann langsam schon ein bisschen so halbzintig geworden, weil es einer so wenig Spaß gemacht hat. Also das war so mein größter Erfolgsmoment da. Ich bin eigentlich an einem anderen Tisch platziert worden, habe mich dann aber relativ schnell an den Singletisch gesetzt. Mit dem Stefano. mit dem Posch, mit dem Stefano, mit dem Meier und mit irgendeinem Typen aus dem Norden. Der Chris, glaube ich, heißt der. Ich habe da unseren Alkotest auch schon dabei gehabt, weil es ist wirklich schockierend. Ja. Also der Körper baut viel ab. Okay. Weil ich glaube, der Posch hat dann gesagt, also der Posch hat gewonnen. Es war Nachmittag und er hat 1,6 gehabt. Okay. Ja, man muss auch dazu sagen, sie sind um 6 Uhr losgefahren und er hat aber kurz aufgezählt, was er schon so getrunken hat und er hat gesagt, ja, daheim 2, hat er gesagt. Wie gesagt, um 6 Uhr sind sie aber losgefahren. Ja. Also hat er sich ja gleich zwei kleine Aufwärmhalbe geholt, dann haben sie im Auto 4 Despo gesoffen und ab da ist ja dann immer wieder Biernachschub und Biernachschub und Biernachschub gekommen. Ja, ich war gerade einmal bei 0,8, war recht entspannt, aber schon auch, man muss sagen, was wir immer vergessen, wir rechnen ja schon groß mit 0,3, aber jetzt trinkst du 4, dann waren es ja 1,2. Aber in der Zeit, wenn wir Grievig trinken, 4 trinken, vergehen ja trotzdem so teilweise 2-3 Stunden einmal. 2, ja. Ich sag Grievig. Also eine halbe Stunde Bier ist jetzt nicht brutal grievig, finde ich. Na, ist lang. Oder? Eine halbe Stunde? Nein. Eine halbe Stunde für eine halbe? Also du musst dir überlegen, sonst hättest du ja in 10 halbe, hätten wir ja dann in. Also am Anfang trinkt man logisch. 5 Stunden gesagt, die ersten 2 trinkst du in jeweils 20 Ich sage ja, wenn Minuten. du jetzt einfach nur hockst und Bier saufst, okay, aber wenn wir jetzt um 1 zum Beispiel nach Minga fahren, dann haben wir um 6 noch keine 10 halbe getrunken. Meistens. Außer wir sind halt im Augustinerkeller. Ja, schön. Dann hast du ja gleich. Nein, man nicht. Also, ich meine, haben wir doch noch keine 10 halbe um 6. Also 10. Nein, 10 nicht. Also, ja, wahrscheinlich nicht. Nein. Aber wie gesagt, es wäre ja dann immer langsamer mit fortschreitendem Pegel. Und, Mein persönliches Highlight dieser Hochzeit, und da möchte ich jetzt einen riesen Shoutout nochmal geben, und zwar war das die Coverband oder Partyband, und zwar heißen die Furchtbar Schön. Das ist lustig, weil sie sich vorgestellt haben, Servus, wir sind furchtbar schön, da habe ich gelacht, weil es ist eine sehr kleine Besetzung, es sind 3 Leute, 2-mal Gitarre, einmal jemand, der auf irgendeine Eimer trommelt, oder wie man das einmal nennt, das Instrument. Und sie haben gesagt, ja, wir können es einfach so machen und irgendwelche Songs neu schreien und dann spielen sie die, und das hat fast immer funktioniert. Okay. Das war schon mal ziemlich stark. Der Typ auch ein unfassbar guter Sänger, sehr vielseitiger Sänger, und also absolute Empfehlung für euch. Kommen aus Regensburg, furchtbar schön. Und ansonsten habe ich ja gewusst, ich muss am nächsten Tag möchte ich relativ früh wieder den Heimweg antreten, ich habe um 4 geschlafen. Deswegen war die Party für mich auch um 2 vorbei. Habe noch schön gesoffen, habe noch ein bisschen Wikinger-Schach gespielt, aber habe keine besonderen ausartenden Erlebnisse gegeben. Auf einer Hochzeit reißt man sich auch zusammen. Ja. Das war schon meine Hochzeit. Okay. Bearded Sisters hat gespielt, oder? Bearded Sisters hat gespielt. Die waren auch echt stark. Ja. Also der Götz, muss man sagen, er wird immer besser. Ja. Also wow. Der T hat frische Weine nie auf der Gitarre gespielt. Der hat jetzt das 7 von 10 gegeben. Weil der Stefano war auch mit auf der Bühne, hat auch mit reingesungen, aber war so weit vom Mikrofon entfernt. Und er ist jemand, der sich zum Mikrofon vorbeugt, anstelle näher hinzugehen. Anstelle von näher hinzugehen, er ist halt so weit weggestanden. Das hat irgendwie recht unbeholfen ausgeschaut. Aber hast trotzdem super gemacht, Stefano. Thumbs up. Keep on rocking. Ja. Sonst, glaube ich, war es das, wenn man noch was einfällt, sage ich dir. No. Waldfest. Wer war jetzt dabei? Der Rabel, der Du, der Timmy. Der Timmy, der MJ, der MJ. Obervoll. Das war so die Startbesetzung.
Und alle haben es noch gesagt, was, ihr fahrt um 3 schon hin, das ist ja viel zu früh. Wir sind um 3 hingekommen, alles voll. Echt, Also oder? fast, also außer so das letzte Drittel. Wer hat das gesagt, das ist viel zu früh? Ja, viel mit denen, wo ich geredet habe. Ja. Und ja, wir sind hingekommen, habe mich auf Google Maps verlassen und habe gehofft, dass da Raiffeisen neu sind gereit, aber war keine da. Scheiße. Dann sind wir da so um ein Haus geschliert, da sind 4 junge Typen geguckt, die haben gefragt, was wir suchen. Dann sage ich Raiffeisen. Dann sagt, da gibt's. Sage ich, okay, ja, blöd. Dann sage ich, ja, möchtest du ein Weißbier? Dann sage ich, ja, eigentlich gern, aber die anderen haben schon gewartet im Hotel drüben, wo sie genächtigt haben. Also der MJ und der Oberfall, wo sie übernächtigen wollten, so muss man sagen. Ja. Okay, bin ich gespannt. So ist losgegangen und ja, dann sind wir halt rüber zu den anderen. Also wir waren dann um 3 am Hotel, sind dann zum Waldfest gegangen, 10 Minuten, haben auf dem Weg da hier ein Bier getrunken. Freilich. Der Tom und ich hatten schon ein Fahrbier, Ja, freilich. hat nichts geholfen. Nein. Aber uns auch missverstanden, weil ich habe dann auf dem Weg hin mit dem Rabel telefoniert und habe gesagt, du Wegbier, meinst du ja schon von dir daheim zum Waldfest? Oder meinst du vom Hotel zum Waldfest? Ja. Ich habe gesagt, mir ist beides recht, aber ich muss dazu sagen, dass wir gerade schon Eine ein Fahrbier getrunken. trinken. Ja. Ja. Aber egal, war dann wurscht, da haben wir dann ein Bier getrunken auf dem Weg dahin. Ja. Noch ein schönes, schattiges Plätzchen ganz hinten gekriegt. Und das ist aber so, da passen, glaube ich, locker 20 Leute hier an so einen Tisch. Was sind das für Tisch? Ja, das sind so selber gemachte. Also eigentlich wird es vor Bierbank, nur halt schaut selber geschreinert aus. Okay. Jetzt mal so in die Richtung. Dann sind wir da geguckt und wir haben schon gewusst, dass noch ein paar Leute kommen. Und wirklich, die fliegen um einen Scheißhaufen. Die ganze Eis bei euch noch einen Platz frei. Aber nur ganz kurz, können wir uns kurz fahren? Wir so, nein, leider nicht. Das ist leider nicht Ja. möglich, ja. Ja, irgendwann war es dann einfach, haben wir auch viel abgesagt, dass sie nicht mehr kommen. Und dann haben wir halt einmal so 4 Leute drüben hocken lassen. Aber Aber mit Abstand. ja, schon. Ja, klar, Wir brauchen hier noch Das ist Platz. Space, ja, Personal Space einfach. Ja. Und wir haben schon, wo wir gekommen sind, war es noch alles total griebig, also wirklich mega entspannt. Angestellt und dann hat der Andi die gute Idee gehabt, hat er gesagt, ja, also war schlau, weil man kauft sich Biermarken. Ja. Und wenn du dir Biermarken kaufst, kannst du gleich zum Schankkellner hingehen und ihm das in seine Kasse reinschmeißen und kriegst Spitze. ein Bier. Sagt, der nimmt wir gleich 3, jeder. Oder 2. Massen? Massen, ja. Super. Ja, dann habe ich die genommen und ja, dann sind wir erst einmal, weißt du selber, wie es läuft, erst mal Händel gegessen, Ja. Bier getrunken Ja. und dann die 3 halt verracht, die 3 Mass. Und Da dann, war es auch schon 4, oder? ja, nein, es ging echt, ich glaube, es war dann so 6 oder so. Und Ja, die ersten Massen gern Atschen. ja, haben wir auch schnell trinken müssen, weil es war arschheiß, Ja. weil es ja echt schnell Aber warm da sind war. wir wieder bei der halben Stunden Bier. Ja. Und dann gehe Vieri zur Schlange und das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das war schlimmer wie auf einem Festival. Das war ohne Übertreibung eine 100 Meter lange Schlange, Nur fürs Bier. nur fürs Bier. Und die haben sie ja noch verteilt, weil manche holen sich Ja, eine ja. Weinschale oder so. Und dann gehe ich vorbei und dann hat einer, den wo ich flüchtig kenne, sagt so, hey, geh Vieri und stell die links so, weil die stehen sich alle an der falschen, also stehen sich alle in einer Schlange, es gibt aber 2. Dann sage ich, geil, merci. Dann gehe ich Vieri, war auch noch, habe trotzdem noch, glaube ich, schon 10 Minuten gewartet, bis ich dran war. Und dann habe ich mir gedacht, das kannst du im Arsch lecken. Dann habe ich gleich 10 Markerl gekauft, habe mir gedacht, gut, Wie viele Leute warten zu dem Zeitpunkt? 4. 5, also mit mir 5. Also für jeden nochmal 2. Ja, genau. Aber das Problem ist, dass ich nicht mehr weiß. Also ich habe dann einen Überblick verloren, wem ich welche Markerl gegeben habe. Also war das ein relativ teurer Abend für mich auf jeden Ja, Fall. Classic. Aber was soll's, das gleicht sich da in der Runden, glaube ich, schon relativ gut aus. Passt, ja. Ja. Und ja, dann ist es halt so weiter dahingegangen. Immer wieder mal dazugekommen, die man so kennt hat. Und der Flix war da zum Beispiel. Super. Da. Wie geht's ja? Gut, geht ihm super. Ist jetzt Arbeit bei, Wunderfalke. nein, bei irgendeinem Sportmagazin, ist jetzt Reporter, sogar sieht man ab und zu, Podcast. Sind wir noch so groß und dünn. Ja, immer noch, ja. Und irgendwann haben sie dann auch ein paar, also es war sehr, sehr lustig, weil die Leute merken ja relativ schnell, dass wir Vollbauern sind und ab und zu so war dann doch immer ein Wechsel, wer so dann neben ihm hockt und immer, wenn es irgendwelche in Münchner waren, hat man schon gemerkt, dass sie sich unwohl fühlen, wenn man es fragt, wo kommt ihr her? Dann sind sie, ja, aus München, aber wir kommen schon sehr, sehr lange an den Tegernsee. Also hat man fast ein bisschen leid da. Ja. Also, ja. Einer war neben uns, das waren also ein Münchner und der hat noch 3 Unispätzl dabei gehabt, die relativ entspannt waren. Und einen von denen hat der MJ anscheinend schon kennt, weil mit dem er beim Jeep fahren war. Ah ja, scheiße, klar ist die Jeep-Welt. Ja.
Im Endeffekt ist eigentlich dann nicht so viel passiert, außer dass wir uns gnadenlos behindert gesoffen haben. Ja. Und ja, dann ist es irgendwann an den Bar gegangen. Uhrzeit, schwierig, oder? Ja, gut, du hast Nein, es dann, ging dann schon. Es war hast schon du dann noch relativ 5 früh. Massen drin gehabt und nur eine halbe? Ja, und dann haben wir zwischendrin hat schon, das war die schlimmste Beleidigung, die ich meines Lebens je gekriegt habe, weil es hat einen Fanta-Hunter gegeben. Schlimmer ist die im Hirmer. Ja, das war halt, ja, war nicht gehört, ja, ich weiß nicht, ob es gehört Aber egal, war. Entschuldigung. Ja. Also ein Fanta-Hunter stand auf der Karte und das ist halt ein Fanta mit Jägermeister. Sehr feines Getränk. Klingt jetzt ehrlich gesagt auf Anhieb nicht so fein. Ja, und anscheinend sagen die Kreiter halt nicht Fanta-Hunter, sondern Hirschsorch. Und der Oberfall ist zu mir gekommen und hat gesagt, da ein Hirschsorch. Und dann habe ich gesagt, gut, dann hole ich den nächsten Hirschsorch, gehe an die Bar und sage, ja, 4 Hirschsorch bitte. Und dann sagt sie so, im übertragenen Sinn, habt ihr schon unseren Slang angewohnt? Und ich so, was, ich bin von da, du Blöde. Ich habe nicht gesagt, ich hätte gerne 4 Hirschsorch. Dann habe ich gesagt, 4 Hirschsorch bitte. Wow! Ja, dann habe ich gedacht, okay. Hast du es vorher vielleicht schon mal bestellt und Fanta-Hand dazu Nein, gesagt? das war meine erste Aktion an der Bar quasi. Das tut weh. Das habe ich mir gedacht, aua. Wie hat es reagiert? Ich habe einen Chef fallen lassen. Ja, okay. Gesagt, die Dass du Frau, vom Gelände die entfernen. ehrenamtlich arbeitet, die muss weg. Die muss vom Gelände entfernt werden. schon, Ja. Weißt du nicht, wer ich bin. Boah. Ja, das tut mir leid für dich. Ja. Und einmal, so einer, wir möchten jetzt nicht namentlich erwähnen, weil ich nicht weiß, ob es ihm recht ist, ist dann gekommen zu mir, ja, ich soll mal schnell mitkommen. Einer aus eurer Kerntruppe. Also ein anderer, Bekannter, Kenn ich auch. sagen. Kennst du auch auf jeden Fall, ja. Sagt dann, ich soll mitkommen an die Bar. Dann sage ich, ja, passt eh gut, weil ich wollte nochmal für alle einen Jäger Bull holen. Klar. Und dann geht er mit mir an eine andere Bar. Dann sage ich, was machen wir jetzt da? Ja, also er möchte jetzt für ein paar, er möchte sich einen Wein kaufen. Und dann sage ich, okay, dann kauft er den Wein. Dann kommt ihm mit einem Wein, kostet die scheiß Flaschen Wein 130 Euro. Dann als sein Geld hat halt 35 Euro und keine Karten dabei. Dann sage ich so, ich kaufe mir keine Flaschen Wein für 130 Euro, weil erstens will ich keine 130 Euro für Flaschen Wein ausgeben, zweitens trinke ich nicht gern Wein. Und ich will einfach gerade keine 130 Euro ausgeben. Ja, oder ich meine, wenn ich oder meine 95 Euro Anteil halt an der Flasche Wein. Ja. Bedenke bitte, dass im Supermarkt für 3 Euro so eine Flasche Wein kriegt. Ja. Sorry. Ja, dann hat er gefragt, ja, was ehrlich gesagt, er war schon sitzen gehabt, wenn man dann, warum das dann das Ergebnis war. Dann hat er mich gefragt, ja, wie viel Geld habe ich denn dabei? Dann sage ich, wie viel Geld hast denn du noch? Und dann sagt er, 35. Ich sage, ich habe auch 35. Dann sagt er, dann kaufen wir uns für 70 Euro Jägermeister. Dann sage ich, ja, okay. Dann haben wir uns einfach so eine Batterie Jägermeister gekauft. Aha. Und die aufteilt unter uns und dann bin ich wieder zurückgegangen. Spitze. Ja. Und dann habe ich natürlich auf mittelmäßige Begeisterung gestoßen. Bin ja mittelmäßig, weil ich kein Mischgetränk dabei gehabt habe, sondern nur eine halbe Batterie Jägermeister. Ja. Ja, dann haben wir uns die noch reingesoffen, auch noch am Tisch quasi. Und danach hat man dann schon gemerkt, jetzt werden die Leute nervös, jetzt müssen sie sich ein bisschen bewegen. Ja, jetzt müssen wir tanzen. Ja, jetzt müssen wir tanzen. Und bin in diese Bar, man hat sich nicht bewegen können. Das war, also ich muss dann noch einmal, der MJ hat ein Video gemacht und da sieht man nicht einmal ansatzweise den Ausmaß. Das war so geisteskrank, wie es dazugegangen ist. Man hat dann echt lang anstehen müssen, um was Wieder zu mal. saufen zum kriegen. Ja. Es hat trotzdem gelangt dann, weil wir halt immer gleich mehrere Getränke dann genommen haben. Ja, zum Schluss waren es noch der Huberflo, der Timmy und ich. Und der Timmy und ich haben beide haben es geschafft, jede Möglichkeit, um nach Heim zu kommen, auszuschlagen, weil wir immer gesagt haben, nein, es gelangt noch nicht. Und sind dann Der quasi. Tim, Ja, der heute eigentlich noch ein Bier. ja, nein, da an dem Abend nicht. Also haben wir waren halt die letzten, aber war so 2 oder so dann. Dann wollten wir noch was essen und dann hat der Huberfall wollte eigentlich beim MJ pennen im Hotel, der ist aber heimgefahren. Der Huberfuhl ist dann heimgefahren. Ja, mit seiner Holden quasi, die ist dann noch gekommen. Also heim. Heim, also nach Mirschbach heim. Ja. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann pennen wir beim MJ. Also er hat uns schon angeboten. Ja. Dann auch. Ja, und dann wollten wir noch was zum Essen. Der MJ war aber schon im Hotel. Nein, der war noch dort mit uns. Weil du hast gesagt, das warst nur du und Der der MJ. Huberfuhl und der. Nein, der Huberfall war schon Timmy. weg. Entschuldigung, nein, der MJ war noch da. Ah, okay. Ja, dann wollten wir noch was zum Essen, es hat aber nichts mehr gegeben. Dann Ja. haben wir uns Richtung Hotel gemacht und dann hat noch so ein Kiosk noch aufgehabt. Aha. Und wo es auch was zum Essen gibt, so Kleinigkeiten. Und dann sagt er eigentlich, er macht gerade so, es gibt nichts mehr. Dann sage ich so,
hast nicht nur irgendwas für uns drei, irgendeine Kleinigkeit? Dann sagt er kann uns noch Bratwürst machen. Dann sage ich, okay, ja. Dann hat er uns so ein Brotzeitbredel voll mit Baguettes und Bratwürst gemacht. Hat, glaube ich, 70 Euro gekostet. Das war schon geisteskrank teuer. Mit Getränke aber. Ja. Aber war dann echt richtig gut. Also war mit Curry-Ketchup drüber. Und Ja, das ist richtig Mühe gegeben. nicht dann mehr, das ist wahrscheinlich fraglich, aber da war es das Allerbeste Das auf der glaube Welt. ich. Wow. Ja, der MJ war so schlau, glaube ich, und hat sich eine Cola gekauft. Der Tom und ich wollten es noch wissen, jeder noch so viel von seinem Bier getrunken. Ja, klar. Ja. Und dann auch, also wir haben schon die drei Bestiale schon sitzen gehabt. Weiter das Gessen, zum Hotel, dann war da noch eine Hausparty. Dann habe ich gesagt, jetzt frage ich mich, ob wir da noch mit rein dürfen. Dann gehe ich halt da hin und ich war wahrscheinlich der 100. Typ. Und der, wo da gefragt hat, ob er das zu der Hausparty mit rein darf, und das waren die schon relativ angepisst. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt beruhigt euch, gehen wir halt. Und dann habe ich anscheinend einen sehr legendären Satz gesagt, weil der Tom gesagt hat, ja, da hätte es jetzt ja fast Ärger gegeben. Und habe ich anscheinend zum Tom gesagt, der einzige Grund, warum es da keinen Ärger gegeben hat, ist, weil ich mich dafür entschieden habe, dass es keinen Ärger gibt. Oh, Ja, richtig unangenehme Gänsehaut. Respekt, dass du es hier im Podcast wiedergibst. Das zeigt, So das dumm. zeigt von Größe. Ja. Das ist ein Yellowstone-Satz. Ja, Das hast du vom ja. Yellowstone schauen. Das Ja hat, gut, also das waren ja wirklich, das waren drei so 15-Jährige an sich, also das so, ja. also war es nicht auf dieser Hausparty. Wir waren nicht auf dieser Hausparty, wir sind ins Hotel drei todesvolle Typen, der Rezeptionist schaut uns so und ich glaube, er hat ganz genau gewusst, dass wir nicht zu viel sind, wahrscheinlich gibt es gar keine 3 Bettzimmer oder sowas. Ja, gut. Mhm. Ja, servus. Ja. Dann dann ewig lang überlegt, wie wir es jetzt machen, wer wie wo schlaft. Dann haben wir vom Gang noch eine Couch reingetragen in dem Scheißzimmer und haben dann zu dritt in seinem Bett pennt, weil die Couch scheiße unbequem war. Aber wie es genau dann dazu gekommen ist, wer wo pennt hat, habe ich dann nicht mehr so genau mitgekriegt, weil ich habe mich einfach hingelegt und habe in der Mitte geschlafen. Okay. Ja, Also klingt als Außenstehender für mich wie ein absoluter Albtraum, das Ende des, Ende des Abends, aber ansonsten wäre sehr gut Abend. nein, war richtig entspannt, lustig. Gab eigentlich keine, also für mich zumindest, ich glaube insgesamt keine Dramen oder so. Ja gut, weil du dich dafür entschieden hast, dass es keine Dramen gibt, oder? Das war meine Entscheidung, ja. Ich habe mich selber dafür entschieden. Ja. Das ist dann schon lustig, wie das Gehirn dann, das besoffene Gehirn, was das dann für Gedankengänge hat, sage ich jetzt einmal. Das ist schon. Das ist nicht deswegen verzeiht, aber es ist nein, also das ist ja, ja. wie gesagt, haben wir schon mal drüber geredet, also es fallen oft schlimme Sätze, wenn man besoffen ist, Ja. also unangenehme Sätze. Ja. Und ich meine, ich bin ja auch besoffen, also ich wollte ja gar keinen Streit nicht, in dem Moment nicht, ich wollte dann einfach blöd daherrennen und das jetzt sehr lustig gefunden. Ja, dann am nächsten Tag aufgewacht. Der Tom war schon 3 Stunden vorher auf, weil ich mich angeblich in der Decken eingerollt habe und er nichts mehr zum Zudecken gehabt hat. Ja. Er hat gesagt, hättest du was gesagt? Ja. Wann seid ihr dann so aufgestanden? 10, sowas. Hast du schon fahren dürfen? Auf keinen Fall. Ich bin in dem Auto gehockt und ich habe ein Todesangst. Stoßgebet nach dem anderen gehabt. Er hat gesagt, jetzt da, wenn ich weiß ja ungefähr, wo es möglich ist, dass wir rausziehen. Er hat gesagt, also da, wenn ich vorbei bin, dann danke, weil an der Grenze ziehen sie mich nicht raus mit dem. Ach, bist du noch komplett warm gefahren? Ja, schon, ja. Ich meinte, du hättest vielleicht noch einen taktischen Zwischennap im Office gemacht. Nein, also ich bin zumindest- heimgefahren quasi und der Tom ist abgeholt worden an der Grenze von jemandem. Ach, das ist ja die andere Ja. Richtung. Ja, das macht ja keinen Sinn dann. Genau, ja, und das war's dann im Endeffekt. Ja. Viel Geld braucht, aber lustig war's. Aber schiebsoffen. Ja, aber es ist auch schön da, also muss man schon sagen, es ist ja geil im Wald zum Saufen. Ja, voll. Der ganze Bier kannst du auch nichts sagen. Nein. War super. Und ja, da ich auf jeden Fall wieder mal, aber das mir da immer merken, wie ich mir meine ganzen Biermakel gegeben habe. Aber Ja, sind aber auf jeden Fall alle weggegangen, sind oder? alle weg, das ist das Wichtigste. Das Super. da erinnere ich mich noch dran, dass sie noch gesagt haben, ja, dass die Schranke eigentlich nie zumacht und ich dann, bevor wir im Bar gegangen sind, also jetzt holen wir uns ich habe noch 3 gehabt, jetzt holen wir uns die 3 Massen. Ja. Der Tobi ist noch gekommen, der Tobi K. Aha. Ja, auch als Nice. Fahrer geblieben, aber trotzdem vorbei. Aber schön, dass er da war. Ja, schon, war dann so. Ich habe ihm ein Foto geschickt, habe gesagt, hey, einen Platz hätten wir noch frei. Und dann hat er vorbeigeschaut. Ja, Hat vorbeigeschaut. er eine Masse getrunken Ja, wenigstens? schon, ja. Super. Super, das freut mich doch. Ja, so war's. Aber dann nicht ewig bleiben, oder? Nein, das sind dann schon alle. Ich weiß auch nicht, was der MJ, der Tom und ich noch so lange gemacht haben, dass die anderen weg waren.
Ja, Ja, nee. aber, ja. Gesoffen halt, oder? Ja. Okay, das Thema der Woche, aber müssen wir uns ja, haben wir schon ein bisschen. Das Thema der Woche ist die komischsten Fetische. Was fällt dir direkt ein? Petplay finde ich komisch. Zum Beispiel. Kacke. Kacke finde ich ist für mich nach wie vor absolut nicht nachvollziehbar. Objektophilie Ja, schon ja. hat schon was. Tesla fahren. Tesla fahren, Nekrophilie. Richtiger Ick, finde ich, wenn jemand Tesla fährt. Schon, ja. Ja, Tesla ist wirklich schlimm. Ja. Nekrophilie, Kacke, Ja. Pädophilie auch nicht so cool. Ja. Aber sonst. Ja, gibt es. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir darüber auch schon geredet haben, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Gibt ja viel Fetisch, also keine Ahnung. Ich glaube, mit dem Harry habe ich darüber geredet. Ich glaube, wir haben gesagt, das Thema habe ich mit dem Harry schon mal gehabt. Okay. Ja. Haben wir beide gesagt, dass wir nicht so dieses jemanden weh da auch nicht so fühlen. Ah ja, stimmt. Ja, also ich finde auch. Also BDSM. Nein, das sehe ich mir auch überhaupt nicht. Ja. Und ich muss auch sagen, das ganze Roleplay-Ding. Ja. Ich weiß nicht, also kann da nicht die Idee sein, aber ich weiß nicht, ob ich da müsste ich die neu finden. Ja, es kommt drauf an, was für eine Rolle ich spiele. Bin jetzt zufälligerweise einen fetten Rapper spiele. Ich würde gerade sagen, Da kannte Superstar. Ja, da kannte ich mich eine Ja. fühlen. Ja, Nein, da würde ich mich schwer sehen, ja. ja. Was haltet ihr von folgenden Fetischen? Beantwortet erst, zu wem von euch das eher passen würde. Ja. Und dann bewertet folgende Punkte von einer Skala von 1 bis 10. Nachvollziehbarkeit, Ja. moralische Vertretbarkeit und Ja. Weirdness. Nummer 1, Eproktophilie, ein Furzfetisch. Zu wem er eher passen darf. Ja, ich glaube eher zu mir, Also, weil ich aber halt offener bin. für 14. Insgesamt Pipi-Kaka-Humor. Ja. Was ist Fangen wir mit Nachvollziehbarkeit, Furzfetisch. 2? 1. Ja, ich finde es lustig, aber das ist das Einzige. Ja. Das macht mir jetzt nicht geil. Also nicht immer. Moralische Vertretbarkeit 10. Ja, klar. Muss ja jeder selber wissen. Weirdness Ja, 5. ja ich finde es schon sehr weird. Also es ist schon 7 für mich. Ah, okay. Ja. Nummer 2. Akrotomophilie. Sexuelle Erregung durch Menschen mit amputierten Gliedmaßen. Nachvollziehbarkeit 10. Ja, schon, ja. Ja, ich kann ja nicht immer, ich glaube, also ehrlich gesagt, beim Fetisch, meiner Meinung nach, ist es entweder 10 oder 1. Also ich weiß nicht. Ja. Also, okay. Also, aber dann ja. lass uns mal angehen, was kann jemand drauf scharf finden, dass jemand amputierte Gliedmaßen hat? Vielleicht einmal sich mit einem anders Stumpf ist, ficken lassen, voll geil. Ja. Und zweitens vielleicht dieses, er ist dir ausgeliefert oder sie. Ja, das Dieses- oder weil es halt irgendwie special ist. Ja, Also es ist halt wie, ja, weil Oder- halt, bist das ja nicht gewohnt, dass jetzt jemand mit einem Stumpf rumläuft. ja, oder vielleicht also dieses Bemuttern, weil man Ja. das ist also so ein Krüppel, Ja. der nichts kann dann. Aber es zählt nur dann, wenn er muss, dann muss er komplett amputiert sein. Ja. Also Nachvollziehbarkeit, weil es jetzt wissenschaftlich, wenn man es jetzt angegangen hat, 3 Ja, von mir. ja. Wer macht's eher, du oder ich? Wer- Kann ich nicht, dann mach sie halt eher Ja. diesmal. Ja, das sehe ich jetzt auch nicht. Moralische Vertretbarkeit, Also, Mei. ist Ich das- finde, derjenige, der amputiert ist, soll jetzt schon zustimmen. Ja, ja, klar. Also, wenn jetzt jemand explizit Leute raussucht, die wo einen Stumpf haben oder irgendwie sowas, und die Person findet es auch okay, dann finde ich eine 10, weil warum soll derjenige nicht auch gefickt werden? Oder Man muss ja- diejenige. Wenn jetzt was abgenommen wird, nur zur Erregung, dann halt auch eine 10, weil ich es auch geil finde. Ja, schon. Ja. Also eigentlich muss ich auch sagen, moralische Vertretbarkeit, eigentlich bei jedem Fetisch, der auf Beiz, außer die illegalen, Ja. also jeder Fetisch, wenn beide volljährig sind Ja. und bei vollem Bewusstsein sind Ja, oder wenn er der und Elternteil zustimmen, zustimmt. oder Elternteil, oder halt auch wenn die Unterschrift fest ist, Ja, scheißegal. klar, ja. So, ich kenne die Unterschrift nicht auswendig. Also nach unten schau, So, du bist schon 18. Okay, ja, fein. super, Was ist der perfekt. Klamm? Let's go. Gilt die Unschuldsvermutung. Ja. Zweifel für den Angeklagten. Schon, ja. Ja, moralische Vertretbarkeit 10. Weirdness,
da die eine, muss ich schon trotzdem sagen, für mich mindestens eine 7. Ja, ist schon crazy. Das nächste ist gut. Nummer 3, Forniphilia oder Forniphilia. Sexuelle Erregung, wenn andere Menschen als Möbel verwendet werden. Finde ich gut. Nachvollziehbarkeit. Da die auf jeden Fall 5, 6 geben. Ja. Weil ich meine, wenn man Praktisch. und ich meine, Menschen so zu objektifizieren, das hat natürlich was. Weil jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt jemanden gerade als Sideboard verwendet und fixst dann das Sideboard. Punkt. Schon, Gleichzeitig, also du bist jetzt so mit deiner Freundin, Frau, Partner, hockst du gerade auf deiner Menschencouch und schaust dann Film, die gleichzeitig gerade von einem Menschen gehalten wird, der dein Sideboard ist. Kannst aber jederzeit entscheiden, hockst du auf der Couch oder fixst du die Couch oder fixst du auf der Couch Ich muss zugeben, dass wir beide ja den Fetisch haben und deswegen haben wir einmal den Hoonwalk zum Tisch gemacht. Richtig, ja. Also kriegt für mich Nachvollziehbarkeit schon ein 5 oder 6. 5, 6. Mal 5, ja. Moralische Vertretbarkeit 10. 10, klar. Weirdness 0. Also, ist nein, 1, ja. 1. Voll geil. Weil, ich bin ab und zu gerne ein Stuhl oder so. Ich glaube, ich kann mir das alles sagen, außer Ich glaub, die langen Gegenstände, da müsste ich mich halt komplett verstehen. Ja. Also ich sehe mir jetzt weniger als Lampen. Ich habe mir eine sehr bauchige Vase, da würde ich mich sehen. Nehme ich noch eine Blume so im Mund. So. Ja. Was kann ich gut sein? Oder Sitzsack. Das war gut, da muss ich nicht viel machen. Also wer der von Haustiere oft den Sitzsack verwendet. Sitzsack stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass ich einfach wie sieht das so aus so eine kleine Statue, dieser Buch halt. Ich habe mich auch als Statue gesehen, aber ich habe mir gedacht, das ist zu nahe liegend. Aber das ist so ein kleiner Zierelefant vielleicht. Genau, so ein paar Bücher heute keine Liste, nur da sind wir schön ausschauen. Ein Türbeschwerer. Ja. Also so das heißt Türstopper, sodass das nicht. Was wir beide mal kannten, war so diese, ich weiß nicht, ob ihr das auch gehabt habt, weil war sehr arm, wenn es unten rausgezogen hat man ab und zu so die kleine, Besen. Nein, nicht die Zugluft. Ja, genau, und da gab es bei uns so einen mit Sand gefüllten kleinen Sack, der sich rund, sowas. Ja. Ich glaube, das. Müssten es halt mehrere von mir nebeneinander legen. Ja, je nachdem. Ist da halt so eine kleine Tür. Ja, wir könnten es als Abschluss, also wenn eine andere Schlange nicht lang nur ist, dann machen es mir nicht mehr hier. Gesundheit. Danke. Nummer 4, Klassiker, Objektophilie. Ja. Sexuelle Erregung durch Gegenstände, Häuser zum Beispiel. Hier gibt es auch Leute, die sich romantisch hingezogen fühlen. Romantisch, okay. Nachvollziehbarkeit, muss ich ehrlich sagen, 1. Ja. Also alles war einfach kein Mensch. Ja. 1. Moralische Vertretbarkeit 10, weil es mir scheißegal ist, tut ja keinem weh. Ja. Außer es ist das Haus von einem anderen. Ja, dann ist es blöd. Weirdness eine gute 8, weil es halt gar nicht checkt. Ich weiß auch nicht, also musst du halt dann irgendwo ein Loch suchen oder so. Aber da reibst du dich dann einfach. Also wenn jetzt angenommen, ich fick jetzt einen Zug oder sowas, dann soll ich mir irgendwas, oder reibe ich mich da drüber. Wahrscheinlich reibst du dich drauf. Reicht's auch, wenn du im Zug. Good Rap. Macht der Gewohnheit. Ja. Entschuldigung. Spotify sportlich. Ja, YouTube sportlich für die Videoleute. Aber ich habe gesehen, ich habe gekämpft. Ich habe vorher schon mal in die Richtung gerülpst. Ich bin krank. Das haben mir jetzt gerade echt nicht leicht gefallen. Nein. Und ihr wollt ja nicht, dass der Bauch wegrückt. Nein, das war ganz aufbläht. Also ich glaube, was mich mehr schockiert ist, dass man sich romantisch hingezogen fühlen kann. Ja, wobei ich ja schon sage, ich baue schon auch eine Bindung zu Gegenständen. Ja, gleich mal viel mit Autos zum Beispiel. Ja. Das ist ja was. Und da denke ich mir ab und zu schon so, dieser Auspuff oder diese Sitzritze. Da die Neificken. Ja. Da die Neificken, wenn ich nicht wissen, was ich schon in dem Auto gefressen habe. Ja, weil das ist eine sehr pressliche Angelegenheit. Dann kann ich meinen Schwanz nachher wegschmeißen. Ja, schon, ja. Oder frittieren, weil er komplett paniert ist. Ja. So, haben wir bewertet. Nummer 5 ist die Knismolagnie. Gesundheit. Danke. Sexuelle Erregung durch Kitzeln. Ja, Nachvollziehbarkeit gebe ich 6. Ja, also ich finde, das ist fast schon, das ist so ein Sadomaso-Ding für mich. Ja. Kitzeln kann ja eine richtige Qual sein, also ist auch was, wo es auch richtig anstrengend ist, wenn du lang kitzelt wirst. Ja.
Du bist dem Da bis ausgeliefert. wieder machen. Viele fühlen sich Ja, vielleicht, geil. Ja. viele lieben ja dieses, wenn es gedaddied werden, sage ich mal, so Schlampen. Und das wird jetzt vielleicht so ein bisschen zurückversetzen, was von einem besoffenen Onkel kitzelt worden sind. Ja. Oder so eine Sachen. Also checke komplett. Moralische Vertretbarkeit vom Kitzeln. Auch hier 10, wenn beide relativ einverstanden damit sind oder zu langsam dabei sind, Stopp zum Song oder Nein zum Song. Ja. Ähm, Und wenn man sich dann danach einigt, dass man kaum davon verzeiht. genau, und dass man die Anzeige gegen eine, sage ich mal, relativ hohe Zahlung fallen lässt. Ja. Oder halt, man wird versetzt. Genau, richtig. Ja. Aber so gehen dann, glaube ich, auch alle happy und gut gekommen nach Hause. Ja. Weirdness, 3. Ja, eigentlich ist jeder Fetisch ein bisschen weird, sage ich jetzt Ja, mal, aber ich glaub, ja, 4, 5. ja, irgendwas viel, das mit spektakulär genommen. Ich meine, Nein. du berührst jemand anderen. Ja, Also, das ist schon mal, finde ich, ein wichtiger das ist Punkt. ein bisschen weirder, ja, was? Nummer 6. Déjà-vu-Philie. Okay. Sexuelle Erregung durch Hören von schlechter bayerischer Musik. Ja, ja, In Klammern, anders kann ich es mir nicht erklären. Also, Déjà-vu-Philie, Nachvollziehbarkeit 1. 1, Ja, moralische Vertretbarkeit 1 ja, und Weirdness ist 11. ja, auf jeden Fall, ja. Ich weiß ist nicht, ein aber das sind wir Hilfeschrei. halt auch wieder Ich glaub, das ist fast, im schon SM-Bereich. Ja, oder halt auch so eine, ja, schon stark psychische Krankheit wahrscheinlich dann. Ja, die kann ich gewesen. Ja, Für jeden von euch, der einer Flog übers Kuckucksnest gesehen hat oder Shutter Island, ihr gehört alle auf diese Insel. Okay? Naja. Okay, das ist gut. Los Brutales Favorites. Orte zum Fegeln. okay. Der beste Ort zum Fegeln. Ich fange wirklich ganz unspektakulär. Einfach mal nur am Bett da. Ja, aber das ist Einfach also nur, kannst jetzt deine kleine Spielwiese machen. Ja, Bett oder Couch. Irgendwie Ja, so. also, Wohnung. Daheim. Einfach, Daheim, oder ja. Hotel. Ja, Dann machen wir es Stimmt, ja, dann muss ich so, die dann lassen wir ganze- gar nicht, dann sagen wir mal, bei Hotel finde ich so halt weit vorn sein, Ja. weil du fühlst dich trotzdem ein bisschen wie, also eine kleine Ausnahmesituation. Ja. Und ich muss die ganze Wichser nicht wegmachen. Außer ich bin da eine Woche. ja, Ja, dann aber. aber okay, man hat jetzt immer Mädchen. Stimmt, ja. Also, Dann, ups. du kannst es ja neu beziehen, Ja, wenn du magst, ja. aber ja. Also, Hotelsieg ist sehr weit um, weil, wie du schon sagst, du musst die Wichser nicht wegmachen, den ganzen Jizz. Ja, ja. Ganzen Muss ich- Sexgeruch. Ja. Die ganzen Stumpen. Da bin ich schätze, stimmt, ja. Die ganzen Häuser. Nummer 2, was ich noch sagen darf, ist trotzdem, auch wenn es oft unbequem ist, aber ich nenne es, ich sage einmal, eine große Dusche mit Sitzgelegenheit. So eine Behindertendusche. Bist du am Hocker? Ja, Mit so wie alte Leute auf dem Scheiß. Genau, so eine ja. Behindertendusche, Ja. aber mit Bier drin. Weil ich finde, ein Duschbier ist eines der großartigsten Biere, die es überhaupt gibt. Ja, Und das lässt sich wahnsinnig gut kombinieren. ja, Beide Duschbier in der Duschen mit Sitzgelegenheit und gib ihm. Ja. Weil perfekte Temperatur, du musst auch nichts wegmachen. ja, Punkt. ja. Du musst zum Pissen nicht aufstehen, Nein. musst nicht kurz unterbrechen. Scheißen nicht Sag ich, aufstehen. jetzt tut mir leid, ich muss jetzt ganz kurz scheißen. Ja. Stört es dich? Der wichtig Dann hörst du das schon so. ja, schon. Einfach 3 so kleine Ja, das Geräusch war perfekt. Ja. War das nochmal der Takt? Das war vorher war es noch so ein bisschen mehr Ja, beiläufiger. hat meine Also es war Hand- wirklich nur so ein Kurscheiße. Ja, schon, ja. Ja, muss dir vorstellen. Ja, ich hab's nur eins Zeit. Du hast die Duschen auch wahrscheinlich. Ja. Ein bisschen Nase unten. Ich meine, du hast nur das gemacht. Ja, schau, ich kann's nicht. Ja. Nein. Ah, Nein, jetzt wo ist es ja. hast nur das gemacht und ich hab's ja vorher gewusst, was gemeint war. Und ich hab's wirklich visuell mir vorstellen können. Ja, ich finde den Wald irgendwie friedlich. Wald, ja. Also angenehm. Also wenn jetzt, ja. Was, also kannte man Mit einer Couch drin. mit einer Couch, ja. 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 Was gibt's denn sonst? Was ist deine Meinung? Also ich hab was ist deine Meinung zu im Pool / Meer /
Gewässer. Ja, also man stellt es immer, also ich finde so im Pool rummachen oder so, das passt schon, Ja. aber es ist dann immer nicht so geil, wenn man sich das vorstellt. Genauso, also Meer ganz schlimm, Strand ganz schlimm, Ja, weil da überall die ganzen Sand Ja. am Schwanz habe und ja. in jeder Ritze, die ich habe. Na, Also ich finde, Handjob im Pool hier, ja, wirklich ficken im Pool und so weiter ist irgendwie einfach keine Ahnung. nein, ja, ist So. nicht so geil, wenn man Da kann ich ja viel meiner ganzen Tricks gar nicht Nein, verwenden. eben, ja, Ja, das ist ja, schon. es ist ja eher Zeit Pool eine können Geschichte. wir so Jetzt schnell. eher, ja. Nein, wie gesagt, Ja. ich schicke ja da die Leute auf eine lange Reise. Ja, Und im Pool habe ich einfach nicht die ganzen Gegebenheiten, Nein. um meine Story wirklich auszuerzählen. ja. Ich muss mal zwischendurch mal aufstehen, nach links, nach rechts. Richtig, ja. Ja. Die Frau muss mir während dem Akt mindestens 6 Mal umlagern, dass ich mir nicht wund liege. Ja, schon, ja. Ja, und das sind alles so Kleinigkeiten, auf die schon geachtet werden Normale sollte. Autos auch Albtraum. Also finde ich, also ist auch nicht so. Stimmt, Autos, ja, stimmt. Also- Stimmt. Ich verstehe den Reiz drauf, weil es halt also in der Öffentlichkeit und so die ein bisschen was verboten ist vielleicht, Ja. aber auch, also vielleicht für sehr, 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 sehr dünne Menschen praktisch. Aber Auch sonst muss ich sagen, Wohnmobil oder Ding ist eigentlich Ja. voll geil. Aber was man nicht ganz vergessen darf, ist, wenn du jetzt an so einem Campingplatz stehst, dass das einfach wackelt wie Drecksau, Ja, das schon, Auto. ja. Vor allem, wenn ich dann meine Story wieder erzähle, Ja, schon. wenn ich dann meine Ja. ganzen Tricks zwischendurch anwende. wir waren. Ja, stimmt, ja. Da finden die Leute das komisch. Ja. Aber es, Was ist noch? Jetzt muss ich mir überlegen. ich bin ja gerade richtig unkreativ, ja. Ja, jetzt gerade sind wir richtig Sonst sind wir. Ja, Also allgemein in Public, was ist so deine Meinung dazu? ja, war früher irgendwie aufregend, also wenn du es ein paar Mal gemacht hast, dann Ja. ist es okay und jetzt ist es Wenn's die andere- Ich glaube, früher, wann ist der Hirn fertig entwickelt? Mit 25, glaube ich, wo es so dieses ja, du hast so wo du Risiken anders Ja, ja. einschätzt und sowas und ich glaube, dass die Scham früher einfach niedriger war, jetzt wenn mir irgendjemand Ja. erwischt, weil jemanden gerade in einem Müllcontainer fickt, dann war mir das Ja. ein bisschen unangenehm wahrscheinlich. Und so ein paar Waschbären zwingen zu zum Schauen. Ja, schon, ja. Da ich jetzt auch anders drüber denken. Das Ja, sag ich nicht mehr mal, ich kann nicht mehr. ja, schon. Ja, mach fertig. Mach fertig, so Ja. Schmeißen wir dann den Schlüssel im Briefkasten. Können wir noch der Fußmatte dann. Ich bin durch. bin zu, Ich habe ja. keinen Bock mehr. Ja. Ich kann- Und Ja. dann ist da eine halbe Stunde rum, dass das Ding hart wird. Man muss einmal sagen, Ja. wenn es nichts mehr bringt. Wenn Ja. wir haben die Schlacht gewonnen, aber den Krieg noch lange nicht. Das macht ja gar keinen Nein, nur, aber es ist trotzdem lustig. Ich sage jetzt einfach mal Club-Scheißhaus, Bar-Scheißhaus. Nein, das ist eklig eigentlich. Also Ja. ich bin schon. So Ja, sehr reinlich. ist ja ich sage, ist ja irgendwie unangenehm, weil dann, also natürlich geht es sie mit aufs Männerscheißhaus eher. Ja. Oder ich bin schon auf dem Weiberscheiß. Ja, Row Zero, so unter der Bühne, Ja, klar. Muss. vor der Bühne, Auch. auf der Bühne. Auch, ja. Bühne. Bühne ja, insgesamt. Ich brauche ein Publikum. Ja, ja. Der Druck kann ich besser. Glaubst du, du kannst jetzt auf der Bühne, jetzt sagen wir, du hast eh schon den Ruf. Ja. Also der Ruf, Ist wie ein Bühnenficker. ja genau, jetzt hast du schön gesagt. Ja, genau. Ja, genau so ist es. Der Ruf ist der Bühnenficker. Glaubst du, das ist eine ehrliche Antwort von Ja. dir? Glaubst du, du kannst jetzt wirklich so 10 von 10 auf der Bühne ficken? Wahrscheinlich nicht, ne? Also, Nicht gut ficken. Ja, ich weiß ja nicht. Also ich werde da nicht gern beobachtet dabei, glaube ich. Also ich habe dieses Nudistische ja gar nicht in mir. Nein. Na, Aber also wichtig ist, du ziehst dich nicht aus, gell? Du lässt ihn nur so beim Hosendeal raus. Okay. Also du musst ihn wirklich nur. ja, nein, ich glaube, war eine von den wenigen Sachen, die mir unangenehm ist. Was jetzt lustig ist, wenn die Leute sich sonst so seine Sachen anschauen, was mit reimen, aber Ja, ist nicht mein Vibe tatsächlich. okay. Aber feel free, also wenn es einer machen will, dann. Ja. Ich wüsste jetzt nicht. Also ich Ja. kann glaube schon, dass ich sie gekriegt habe. Ja, hinkriegen wahrscheinlich schon, ja. Das, Aber ich weiß nicht, wie viel Freude es mir bereiten. Ich weiß aber, wie wenig Freude es Ja, ihr das ist, bereiten. ja. Da bin ich mir sehr, ja, sehr ja, sicher. ja. Ja, mehr fällt mir jetzt auch schon gar nicht mehr ein. Also da war jetzt auch eine Liste gut gewesen. Ja, da hätten wir einfach Vorschläge gebraucht und wir Rankings. Aber ja. Gut. Flugzeugscheißhaus. Boah. Stell mir Mal High richtig Club, schlimm ja. vor. Ja, brutal. Aber Ja. wenn es halt richtig
Hani bist im Flugzeug und sage mir dann, mein Gott. Aber ja, also nein. Auf Platz 1 ist für mich das Scheißhaus auf dem Boot in Thailand. Ja, stimmt, Da ja. wurde keiner Tier offen lassen. Überhaupt nicht gehört. Okay, 5 Fragen an Los Brutalos. Erstens, wie hält man die schon wieder Philly? Ja, ganz viel Los Brutalos hören, ganz oft auf unsere Konzerte kommen. Weniger Radler saufen. Die Vasektomie rückgängig machen. Ja. Und eine Hundertschaft losschicken, um eure Hoden wieder zu finden. Ja. Welche Tipps solltet ihr selbst mehr befolgen? Jedes YouTube-Video, das ich über Ernährung gesehen habe. Ja, das ja. Über Disziplin. Jedes YouTube-Video, das ich über Disziplin, über Aufräumen gesehen habe. Ja. Ich glaube, wenn ich eine ehrliche Aussage treffen soll, Positive Mindset, das ist ein Tipp, sie einfach mal versuchen, mit aller Gewalt dazu zwingen, Dinge positiv, lustig, weniger bissig zu sehen. Ja. Wobei ich darf uns da jetzt beide nicht so einschätzen, dass wir das also dass wir da schlimm drin sind. Ja, schlimmer wie andere Leute auf jeden Fall. Also, Aber da einfach mal komplett abschalten und einfach, egal was es also ist. ich weiß nicht, ob andere Leute das als negativ sehen würden, wenn man random Leute, die mit einem zusammenarbeiten, über 10 Minuten lang beleidigt. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Na. Bin aber auch kein Psychologe. War aber eins Lustig, ich möchte gerade aufregen, dass du war uns für die wenigen Studien sagen gewesen, die mich interessiert hätten, Psychologie tatsächlich. Ja. Also insgesamt. Aber hätte ich jetzt alles wieder vergessen. Ja, klar. Weil, Ich hätte das gemacht. Ja. Hätte dieselbe schlechte Musik gemacht wie jetzt wahrscheinlich. Nur, dass ich ein, zwei Fremdwörter mehr erkennt hätte. ja, anale Phase, Ja, schon, ja. Watzler Freud. weg, Ja. so diese Dinge. Was ist dein Lieblings-Pop-Song? Mein Lieblings-Pop-Song. Gibt es ein paar gewiss. Ich hau einfach, weil es der King of Pop ist, dann sage ich Beat It. Beat It von Michael Jackson. Okay. Aber es gibt so viele geile Pop-Songs. Girls Just Wanna Have Fun, Ja. Eternal Flame. Wow, Titanium habe ich ja tatsächlich gerne. wow, richtig starker Song. Das ist was Seien die so Imagine geil Dragons als Pop. finde. Ja, schon. Also, Dann- was soll das sonst sein? Rock. Rock, Echt, okay. hätte ich gesehen. Also hätte jetzt schon als Rock gesehen. Okay. Aber ich bin Also echt so- schlecht mit Genres. Ja, nein, Ja. wird schon Rock sein, so wie halt Pop-Rock wahrscheinlich. Oder ist das Hard Rock? Das darf ich jetzt nicht sagen. Nein, schon, gell, schon. Nett. Ich glaub, Radiotauglicher Rock. Ja. Ja. Außer die alten Nummern. Ja. Weil jetzt, bevor es dann Kommerz Ja, waren. Metallica kann ich auch nicht mehr hören nach Nein. dem einen Album. Ja, und dem anderen, dann Ja. sind sie wieder Seitdem er nichts mehr erfolgloser sauft. geworden. Hast du schon was genannt? Ja, Titanium, ja, geh ja mit. Finde Finde ich richtig gut. Ja, gibt gewiss viele Pop-Songs. Ja, ich will doch nur spielen. Annette Louison, Ja, Flugzeug im weiß Bauch. von Adele. Als Vorteil, ja. Ja, haben wir Ja. schon mal. Gelangt mir. Was ist die stärkste Geste für einen Freund? Checke nicht die Frage. Nächste Frage. Ja. Welcher Tag ist der schlimmste Wochentag? Keiner mehr an sich für mich. Aber ich sage mal, der schwächste Wochentag ist schon der Montag für Ja. mich. Weil, Also Auftritt gehabt am Montag, da ist der Kopf, auch wenn ich hier sitze, ist der Kopf schon auf jeden Fall im Match. ja, Je nachdem, wie das Wochenende gelaufen ist. Also in, sagen wir, wie viel, 51 oder wie viel? 52 Wochen oder das Jahr, oder? ja, glaube schon. Zum Thema Kopf ist Match. Ja. Da würde ich sagen, 40 auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ja, ist wirklich so. Ja. Das war's auch schon mit den Fragen. Mhm. Was steht die Woche an? Ich habe hier, also wir haben 2 Gigs gehabt, Ja. wenn ihr das hört. Einmal Ja. am Freitag und am Samstag. Der Mike hat Geburtstag gehabt, unser Gitarrist. Er hat am Samstag Geburtstag. Achso, er wird Geburtstag. Ja, Ja. klar, okay, ja, stimmt, Samstag, ja. Müssen wir uns noch was einfallen lassen. Werden wir vergessen. Wahrscheinlich. Ich glaube, ich schenke ihm den Leberkäse wieder, Ja, den er nicht schon, geschenkt hat. Das ist lustig, das mache ich. Aber ich glaube, den habe ich wieder hergeschenkt. Dann, ja, genau, da steht ja, der Mike hat wichtige Geburtstage am Samstag. Steht da Vin Diesel, Kristen Bell, Nelson Mandela, James Brolin Kenn ich nicht. und sonst fällt mir absolut keiner ein. Ja, blöd, habe ich den Witz kaputt gemacht. Ja.
Und ansonsten, was ist heute? Ach, heute ist ja schon Donnerstag. Ja, Mein wir Gott, da recorden passiert grad nichts viel. mehr. Jetzt wird viel recorded. ja. Die nächsten Wochen wird viel recorded und viel Video-Content produziert und ich glaube, das wird eine ganz nice Zeit. Ja. Ich werde viel Golf und viel Tennis spielen. Der Typ, der mir die kostenlose Golfstunde angeboten hat, ich kontaktiere ihn bald. Also, wir machen das. Ja. Also, du wohnst sehr weit. Also, du kommst her, oder? Weil das war schon nervig, sonst wenn ich. Weißt du, was ich meine? Weil die Spritkosten, da kann ich mir hier Können sie wahrscheinlich. ja teilen. Hä? Können sie ja teilen. Ja, stimmt. War eh fair. Hast du die Leute noch was zum Sagen? Nein. Streamt fleißig Sommer Ja, und alle anderen genau. Songs. Kommt's wieder. 18 und das erste Bier nach dir. Rasieren gerade richtig auf Spotify. Vielen, vielen Dank dafür. Weiter so machen. Ja, und es gibt noch Frühshoppen. Im Am August. Am 30. Relativ gibt es einen sicher. Frühshoppen, genau. Genau, dann vergeht's gut. Die Ja. letzten Worte hat wie immer der wunderbare Harry Harry. Danke.